9:30, wir sind immer noch am Berg oben, wir schlafen jetzt im Auto. Es ist bodenlos kalt. Also ihr seid live dabei, wir haben gerade Position gewechselt, der Wind ist jetzt mehr richtige Böen, also die zwei oben haben schon überlegt, ob sie runterkommen. Dann waren wir zu viert im Auto. Echt viel bodenloser kann es nicht sein. Wir hoffen, dass es bis morgen hält. Was für eine Nacht. Es ist arschkalt, aber dafür ist das Panorama nicht so schlecht. Ich hab's voll gemütlich gefunden. Es ist auch 6:50 Uhr und 360 Grad herum. Traumhaft weißes Bergpanorama. Leider müssen wir aber jetzt nach unten schon aufbrechen, weil die Straße nicht Gegenverkehr hergibt. Und es werden immer wieder Touren angeboten, wo die Leute mit dem Auto zuerst aufgeführt werden. Und ja, das wollen wir nicht riskieren, darum fahren wir jetzt um 7 in der Früh schon wieder nach unten. So, wo geht's jetzt hier, Axel? Wir fahren jetzt in den berühmt-berüchtigten Ort Uschkuli und das ist quasi das Ende der Welt und im Herzen des Kaukasus und der 5000er. Von Mestia fahren wir nach Uschkuli ca. 1,5 Stunden. Das Dorf ist übrigens eines der höchstgelegenen ganzjährig bewohnten Dörfer Europas auf 2200 Meter Seehöhe. Die Abgeschiedenheit der Gegend, ich meine, schaut euch die Straßen an. Wie wieder, Alter, der Felsen, wie der da überhängt, da oben. Hat viel der mittelalterlichen Züge der Gegend bewahrt. Zum Beispiel die charakteristischen Wehrtürme. Gerade an so einem schönen Tag wie heute ist das Dorf selbst aber nicht einmal das größte Highlight. Was es ist, erfahrt ihr, wenn wir in dem schönen Seitental angekommen sind. Hinter uns sieht man die Skara, das ist der höchste Berg Georgiens mit über 5000 Meter und wir haben das Privileg, muss man sagen, dass wir jetzt in dem perfekten Wetter da frühstücken können und in diesem Tal heute noch schlafen können. So, nachdem es so schön ist, haben wir uns entschieden, dass wir natürlich in dem Tal noch ein bisschen weiter wandern. Es gibt die Möglichkeit, so ein bisschen aufpassen, überall Steine, dass man, okay, jetzt muss ich Pause machen, dass man da bis zum Gletscher vom Skara zurückgeht. Und ja, das machen wir natürlich jetzt. Die Wanderung ist sehr einfach. Sie führt zuerst entlang von der Schotterstraße, wo man aber zahlreiche Schmelzwasserbäche überqueren muss. Das geht meistens aber relativ einfach.
Immer wieder sieht man neue schneebedeckte Gipfel und so mancher schaut wirklich aus wie Softeis, Alter. Wie? Also vom letzten besuchbaren Punkt mit dem Auto, wo 3 so Hütten sind, wo wir eventuell nachher noch essen gehen, schauen wir. Gibt es noch 55 Minuten zum Gehen. Und dann sollten wir eigentlich beim Gletscher sein. Schauen wir, ob das stimmt. Tja, Axel, du warst das zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber du wirst dort sicher nicht essen gehen. Da gibt's nämlich nichts zum Essen. Wegbegleiter sind mit. Aber man sieht da schon einen Gletscher und es ist richtig bodenlos. Sozusagen hat es auch. Man sieht aber wirklich nur das Geröll und kein Eis. Ja, wir haben es erwartet, die Wanderung war schön, aber ich glaube, wir werden an dieser Stelle eher umdrehen. Ja, ist auch richtig. Am Rückweg begegnen wir nur einer Gruppe Reiter. Hi! Bevor wir uns aufmachen und Uschkuli selbst noch etwas Essbarem erkunden. Nom 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 nom. Den Abend lassen wir am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen. Boah, wir sind jetzt oben am Pass. Rechts und links beim Auto ist nicht recht viel Platz.